Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Fantasy Life Eye und heute werden wir ein bisschen mit Knochi reden. Der ist nicht sehr gesprächig, wie man sieht. Aber der sagt ja, wir sollen in die Gegenwart zurückkehren. Dann gehen wir mal zum Kokonunu-Strand, oder? Kokonunu. Zum Stützpunkt. Okay, dann gehen wir mal zum Stützpunkt. Mal gucken, was uns da erwartet. Wo ist er hin? Ach so, er ist schon hinfortgeflogen. So, Stützpunkt. Was gibt's? Wer hat denn das gebaut? Okay, ich habe da so eine grobe Ahnung. Alter, krass. Wenn das mal nicht hier der wunderhübsche YouTuber da ist. Na, fragst du dich, was es mit diesem Gebäude auf sich hat? Ja. Wir haben es aus einer Häuserruine erbaut. Gar nicht wiederzuerkennen, oder? Nee, krass. Oh, jetzt habe ich vergessen zu lesen. Ja, wir haben mit allen gesprochen und entschieden, das hier zur Gilde zu machen. Aha. Die wir als Stützpunkt für die Abgrundserkundung nutzen können. So. Knuff. Ich wurde zum Gildenmeister ernannt. Das heißt, dass ich unsere Verbündeten organisieren und die Inselbewohner verwalten werde. Und ich kümmere mich um alle Bauprojekte auf dieser Insel. Komm also zu mir, wenn du auf der Insel Häuser oder Anlagen bauen willst. Das geht. Gemeinsam mit Meisterin Kunugi werde ich all deine Bauträume wahr werden lassen. Ach, schön. Ich werde hier auf der Insel ein Geschäft eröffnen. Oh ja, mach. Damit wird unsere Sammlung endlich zu etwas zu gebrauchen sein. Tun. So. Kula und Paolo sind im hinteren Zimmer. Schau später mal bei ihnen vorbei. Wir alle hier wollen dich auf deinen Abenteuern unterstützen. Also bringen wir Leben in diese Gilde. Aber sowas von. Sieh an, so ein Ort würde Edward die Arbeit auch erleichtern. Ach ja, richtig, wir müssen Edward retten. Ja, Mann. Schnell bringen wir den Ulkling zur Göttinnenstatue. Okay, ich hab sogar mehrere Ulklinge. Also 2. Hier kannst du den Wohnsitz der Inselbewohner oder Einrichtungen verwalten oder deine Gruppe anpassen. Schau dich zunächst gut um. Du bist mit Kunugi befreundet. Gleichgesinnte wie sie unterstützen dich beispielsweise in Fertigungsminispielen oder fertigen deinem Auftrag Dinge an. Oh. Was macht denn der Louis Lippe hier? Neue Funktion zum Pet hinzugefügt. Ja, aber was macht der Louis Lippe hier? Oh, willkommen. Hast du je drüber nachgedacht, dein Leben von vorne anzufangen? Nope. Für 10.000 Gulden. Na. Lass mal besser. So, und was ist das da hinten? Sieht aus wie ein Café. Es ist ein Café. Hallo, Paolo. Bei Paolo kannst du Gegenstände kaufen und verkaufen. Und zwar auch während des Mehrspielermodus. Sehr schön. So, was hast du denn im Sortiment? Mein Sortiment ist nicht so groß wie das meines Bruders, aber ich biete Sachen an, die bei Abenteuern hilfreich sein können. Dann zeig mal her, was du hast. Ui. Die Hauptgeschichte. Jugendliches Omelett brauche ich nicht. Kann ich selbst machen. Das habe ich noch nicht. Kann ich das gebrauchen? Al-Anti-Brand. Heilgruppenmitglieder von Brand. Ah, ja, okay, ich verstehe. Ja, aber nö, ist schon in Ordnung erstmal. Ich will erstmal weitermachen. So, und Kula, wer bist du? Was machst du? Spielen im Mehrspielermodus. Aha. Kula ist für den Austausch mit anderen Inseln zuständig. Hier kannst du Mehrspielermodus spielen. Ich habe den Mehrspielermodus endlich freigeschaltet. Wahnsinn. Hier kannst du nach Mitspielern für den Mehrspielermodus suchen. Lege ein Spielziel fest und rekrutiere Mitspieler. Du kannst jetzt nach Reisezielen für den Mehrspielermodus suchen. Wenn du Leute mit dem gleichen Reiseziel findest, könnt ihr dort gemeinsam spielen. Wenn du während des Abenteuers den linken Stick reindrückst, kannst du aus Stickern, Emotes und Textphrasen wählen, um mit deinen Freunden zu kommunizieren. Das weiß ich doch. Indem du oben drückst, kannst du frei mit anderen chatten und unterhalte dich mit deinen Freunden. So. Im Mehrspielermodus kannst du im Stützpunkt weder Gegenstände herstellen, noch Materialien sammeln. Wie? Ist ja doof. Also, ich möchte hier einen Café eröffnen, weißt du? Ich fände es toll, jeden Tag umgeben von meinen Lieblingsgerichten und Lieblingsgetränken zu verbringen. Die Inselbewohner könnten sich im Café entspannen und wir könnten dort auch Gäste von außerhalb empfangen. So. Das Leben auf dieser Insel wird sicher noch spaßiger, wenn es einen Ort gibt, an dem man sich treffen kann. So. Die Vorbereitungen zur Eröffnung dauern eine Weile, aber in der Zwischenzeit kann dieser Ort als Treffpunkt genutzt werden. Sprich mit mir, wenn du mit Freunden von außerhalb Abenteuer erleben willst. So. Also willkommen, was kann ich für dich tun? Nix. Sorry, aber ich bin noch nicht bereit für Online-Spielen. Ich weiß nicht, ob ich das jemals sein werde. Vielleicht, wenn ich meine Freundin dazu überrede, sich das Spiel zu kaufen für die Switch. Für die Switch 2 in dem Fall. Switch 1 und 2, so. Gruppenausrüstung ändern, aha. Mit linker Trigger und rechter Trigger kannst du auf dem Ausrüstungsbildschirm die Ausrüstung deiner Gruppenmitglieder ändern. Vergiss nicht, auch sie vorzubereiten.
So, erstmal will ich mich noch ein bisschen... Hier ist ein Grubending. Was macht das? Wo bin ich denn hier überhaupt? Oh, da ist ein großer... Das war Level 20? Ne, so weit bin ich noch nicht. Das kann ich noch nicht. So, ist ja auch egal. Eigentlich wollen wir ja Edward retten. Beziehungsweise erstmal die Ulklinge da. Ne? Genau, hier wollte ich hin. So, wir haben den Schürfer-Ulkling mitgebracht. Machst du den wieder zum Menschen? Das werde ich. Wenn er mir 100 Göttinnen-Mieren bringt. Göttinnen-Nieren wäre ein bisschen fies, ne? 100? Wo sollen wir denn so viele herbekommen? Das dauert ja ewig, bis wir die haben. Ich gebe euch einen Rat. Göttinnen-Mieren sprießen an Orten, an denen das Leben blüht. Zu späten bei der Göttinnenstatue verwandelst du Ulklinge zurück. Dazu sind Göttinnen-Mieren notwendig. Die Geretteten werden deine Freunde. So. Göttinnen-Mieren erblühen bei jedem Tageswechsel in der Gegenwart. Sie wachsen stets nach, merkt ihr also die Standorte gut. Je mehr du mit Inselbewohnern redest, umso mehr Mieren erblühen. Baue deinen Stützpunkt aus, um neue Freundschaften zu schließen. Auch bei Tagesmissionen bekommst du Mieren. Das ist immer noch ein komisches Wort. Gut, als erstes müssen wir der Meisterin ein Haus bauen. Was? Normalerweise braucht man für den Hausbau Gulden. Weil das Ganze aber meine Idee war, trage ich die Kosten diesmal. Wenn du bereit zum Bauen bist, dann sprich mich einfach an. Ich warte. Ich habe so das Gefühl, dass wir noch nicht Edward... Kann ich nicht die da oben pflücken? Nee. Dass ich Edward noch nicht retten kann, sondern erstmal hier unten weitermachen muss. Wo ist er denn? Also der ist da drin. So, welcher war das denn? Der da. Guck, baut, verlegt und reißt alles Mögliche ab. Aber Häuser für neue Inselbewohner. Du kannst ja auch auf mein Haus und Gildenhaus zugreifen. So. Also, was Bauerngelegen und Häuser betrifft, bist du bei mir an der richtigen Stelle. Du kannst dein Haus erweitern. Ich habe ein Haus. Und auch neue Häuser, Abhänge und Brücken bauen. Außerdem kann ich dir helfen, wenn du das Aussehen eines Gebäudes verändern willst. So. Erstmal bauen wir ein Haus für Meisterin Kunugi. Ich sag dir, wie es geht. Ja, zeig mal her. Wohnhäuser will ich also. Und ich will Wohnhäuser bauen. Aha. Design des Hauses bestimmen. Wenn man Aussehen und Farbe auswählt, erhältst du das Baukit für dieses Haus. Okay, also wie soll das aussehen? Ein Schilfhaus? Oder ein Schilfhaus? Farbe 1. Ja, das ist ja mal hässlich. Hässlich und teuer. Kann man nicht anders sagen. Gibt ein Schilfhaus. So. Dann gebe ich dir jetzt das Baukit. Stell es an den Ort auf, an dem du bauen möchtest. So. Platziere das Baukit in deinem Stützpunkt, um dort mit dem Bau zu beginnen. Gebäude zu errichten braucht einige Zeit. Du kannst den Baufortschritt anhand der Leiste am Bauzelt erkennen. Wenn sie voll ist, untersuche es, um den Bau abzuschließen. Falls Trümmer den Bau eines Hauses behindern, können wir alle zusammenarbeiten, ja. Sobald du genug Freunde hast, kannst du den im Feld zu findenden Schutt mit eurer gemeinsamen Kraft beseitigen. Ach du Scheiße. Beseitige den störenden Schutt und erschließe neue Orte, an denen du leben und dich frei bewegen kannst. So, komm jederzeit wieder. Jetzt kommen wir zu dem Part, ja, den ich schon in Animal Crossing nicht so mochte. Das Bauen. Rechter Button, um eine Liste mit Deko-Objekten zu öffnen. Wähle ein Objekt mit A, suche einen geeigneten Ort aus und platziere es mit A. Halte vor allem Objekt X gedrückt, um festzuhalten und dann zu verschieben oder drehen. Und mit Y können sie weggeräumt werden. Alles klar. So, was ist denn das da zum Beispiel? Da brauche ich 4. Aha. Und für das kleine da 2. Und ich habe 0. Weil mir Kunugi noch nicht hinterher schlappt. Ach, das ist mein Haus? Ach so, ja, ich habe ein Haus. Ich habe ein Haus. Ja, dann machen wir gleich mal ein bisschen Deko rein. So, also ich glaube, ich habe ja ein Bett. So, jetzt pass aber auf. Wo finde ich denn die Deko? X vielleicht? Linker Button? Linker Button. Ah ja, okay. Ich würde gerne da hinten an die Wand... so. Ich würde da gerne was hinbauen. Und zwar... Ich habe keine Hängeobjekte. Das ist aber dumm. Nun, ich will da was hinbauen. Habe ich doch gesagt gerade, dass ich da was hinbauen will, oder nicht? So, jetzt hat aber... Pass auf. Und zwar, wir haben nämlich zumindest mal einen Teppich. Eine alte Tropenfußmatte. Guck mal, was ich schon Zeug... Hier, ich habe eine Tropensteinbank gebaut. Und die ist perfekt geworden. Haha. Deshalb hat die da so ein Krönchen dran. Ein Krönchen. So. Also dann, ich hätte gerne diesen Teppich. Und den würde ich gerne
Okay, wie dreht man das? Ah, so rum. So. Ist gut, oder? Sieht gut aus. Sieht sehr einladend aus, finde ich. So, jetzt müssen wir aber mal vorwärts kommen hier. Also, Kunugi. Mein Herzgebubbeltes. Wo bauen wir dann da Heisel hin? Also, da ist mein Haus. Ich würde halt gerne irgendwie hier hinbauen, aber ich kann ja noch nichts wegräumen. Ich weiß nicht, was gibt's denn hier noch? Oh, da ist aber schön, oder? Das bauen wir hier so schön an den Strand, oder? Objekte oder Unkraut aufheben? Wo ist denn Unkraut? Wo sind denn Objekte? Ist das Unkraut? Nee. Ja. Nun, was soll ich tun? Wohnhaus bauen. Objektliste? Rechter Button? Geht nicht. Wie geht das? Linker Button? Linker Trigger? Ernsthaft jetzt? Wie geht das? Achso, was ist denn das hier? Spielverlauf? Achso, das ist falsch. Wie funktioniert das nochmal? Ich habe nicht aufgepasst, Mann. Ich muss irgendwo ein Haus hinstellen, glaube ich. Da ist ein Haus. Ja, hä? Och, Mann. Muss ich das jetzt hier reinmachen oder was, um es zu verwenden? Hä? Wieso ist denn die... Oder kann ich hier einfach nicht bauen? Kann ich hier nicht am Strand bauen? Warum denn nicht? Aber hübsch hier. Ich kann nur da oben was bauen? Ja, ich will aber nicht, dass er da oben wohnt. Aber wie wär's denn mit hier? Hier geht. Okay. Die kriegt jetzt eine schöne... Was ist denn das für eine Kacke? Ich will hier ein Haus hin. Ach so, okay. Ich verstehe das Problem. Ja, das will ich bauen. Okay. Ja, okay, ich verstehe das Problem. Ja, komm mal her. Ja, aber hier unten geht's erst gar nicht. Du musst wirklich da hochgehen. Das ist aber ein bisschen doof, oder? Finde ich schon irgendwie ein bisschen doof. Ja. Oh, ist das Menü schlimm? Wenn du es doch aber ausgewählt hast. So. Ey. Das ist schon ziemlich nervig. Ey, echt jetzt. Also echt jetzt. Wieso kann ich denn das nicht so einfach jetzt nach links gehen? Warum treten sich das mit mir? Also hier kann ich es nicht hinbauen. Muss ich jetzt... Also okay. Wenn doch das Spiel will, dass ich an eine ganz bestimmte Stelle dieses Haus stelle, dann sag mir doch diese ganz bestimmte Stelle. Statt einfach hinzugehen zu sagen, ne, hier nicht. Hier auch nicht. Ne, hier auch nicht. Hier auch nicht. Ja, hier geht. Das ist in Ordnung. Ja klar, geht hier. Sag mir doch einfach, es gibt genau eine Stelle. Mann. Ist doch wahr. So. Unkraut aufheben. Was ist ein Unkraut? Ich sehe hier gar kein Unkraut. Jetzt mach hin ein Haus. Ich brauche jemanden, der mir hilft, hier den Quatsch da. Okay. Untersuche das Bauzelt. Hä? Spiel. Mach mich nicht dumm. Ah, okay. Alles klar. Lass Kunugi einziehen. Ja, dann... Kunugi! Komm, zieh ein! Oder so. Okay. Es ist alles noch etwas komplex. Wo ist sie denn? Ah, hier. Ah, okay. Boll ist für die Verwaltung der Bewohner und Freunde auf der Insel. Ach so, wir haben jetzt einfach nur ein Haus gebaut. Und wer da einziehen soll, müssen wir ihm jetzt noch sagen. Ja, klar. Eine Insel ist wie eine Art riesiges Schiff. Ich kümmere mich darum, die Besatzung, also die Einwohner zu verwalten. Ich helfe dir dabei, die Bewohner in ihre Häuser einziehen zu lassen und organisiere deine Verbündeten. So. Ich kann dir außerdem helfen, den Namen der Insel und auch dein Aussehen zu verändern. Knuff. Kunugis Haus ist fertig, dann sollten wir sie offiziell anmelden. Okay, Bewohner verwalten. Wohnsitzverwaltung, bestimmst du den Bewohner der Inselbewohner und siehst, wie es ihnen geht. Bestimme immer einen Bewohner, wenn du ein neues Haus baust. Okay. Freunde, denen du auf deiner Insel ein Haus zugewiesen hast, haben manchmal persönliche Aufträge für dich. Erfülle sie, um deine Verbundenheit mit ihnen zu erhöhen. Junge, ich habe dir ein Haus gebaut. Kostenlos oder muss er Miete zahlen? Was will sie denn noch? Wie verbunden will sie denn noch mit mir sein? So. Also, die hat jetzt ein Dach über dem Kopf. Ich hoffe, es gefällt ihr. Keine Ahnung. Zeig mal her. So.
das Haus der Meisterin ist fertig. Danke, dass du so einen tollen Ort dafür ausgesucht hast. Unglaublich, dass ich einfach so ein Haus von euch bekomme. Mädel, du musst Miete zahlen. Vielen Dank, ich freue mich schon, darin zu wohnen. Seit wir auf dieser Insel sind, haben wir übrigens einige Sachen gesammelt. Ja, was denn? Nimm das und dekoriere damit ein bisschen die Gegend ums Haus, ja? Das wird es sicher lebhafter und es sprießen bald ganz viele Göttinnen-Miren. Oh ja, das will ich doch hoffen. Ein Schild. Ja, danke. Mit dem Schild. Ja, das Schild lockt Blumen an. Aha, Drogensteinbank, die kann ich selbst bauen. Lagerfeuer, Holzstapel. Okay. Jetzt aber hier. Also linker Button, um Gestaltungsmodus zu wechseln. Damit kannst du Objekte bewegen und platzieren. Das hat er schon irgendwie erklärt. Lass mich doch mal ein bisschen... So. Stelle das Schild und die Möbel. Und du so? Bei dir alles klar, Kunugi? Ne, guck mal, die will was, die will was. Was willst du denn mal, Mädel? Ich war so in meine Schreinerarbeit vertieft, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie mir das Material ausging. Ich kann mich leider gerade nicht selbst drum kümmern. Würdest du mir das bringen? Das eilt auch nicht. Felsquellwasser? Klar. Aber keine Mangelware, ja? Hier, warte mal, Mädel. Ich hab was für dich. Ah, du hast es dabei. Ja, aber sowas von. Darf ich es haben? Ja, darfst du haben. Guck mal. Du hast folgende Gegenstände abgegeben. Was? 5 Stück gleich? Das war alles, was ich hatte. Mal lieber. Und dafür kriege ich ein Schneidebrett und ein Messer. Also so, wo ich bauen kann oder wie, oder? So, okay. Ich muss ein Schild bauen. Das Schild, kann ich das direkt hier hinklatschen? Hilde? Ich will doch nur ein Schild bauen. Achso, da kann ich nichts bauen. So. Hier darf ich nichts bauen, alles klar. Dann bauen wir einfach direkt... Nee, nicht Press vorne dran. Wo bauen wir denn das hin? Da hinten. Ja, aber das ist irgendwie ein bisschen doof. Guck mal her. Was ist denn, wenn ich es da hinstelle? Ah, das geht nicht, weil da Schutt ist. Was ist das da? Nehmen, aufräumen. Ah. So. Ja, komm, zack, Schild hingeknallt. Fertig. Da, Schild. Platzieren. Blub. Ja. Jetzt lass mal. Also, ja, die Möbel muss ich auch noch aufstellen. Ich will jetzt erstmal gucken, was auf dem Schild drauf steht. Was steht da? Und davon. Ja, wir sind auf und davon. Das stimmt. Das sind ein Haufen Fischis. 22 geht's noch? Ich bin 14. 14. Na, gucken, vielleicht bringt's da irgendwie was. Was ist deine Energieleiste da? Das wird nichts. Ich probiere es trotzdem. Hab ja nichts zu verlieren. Nee, ich probiere es nicht weiter. Das pack ich nicht. Da bin ich noch zu schwach. Ja, ich weiß, dass ich noch mehr Zeugs hinstellen muss. Hör doch auf. Aber hast du mir doch schon erklärt. So. Ein Lagerfeuerchen wollen wir noch machen, ne? Das machen wir da oben. Haben wir da einen schönen Überblick, weißt du? Machen wir ein Lagerfeuerchen hin. Das da würde ich gern weghaben. So, und was haben wir noch? Grünes Gras. Danke, das will ich nicht. Ah, guck mal, das ist das, was ich gebaut habe. Aber das da, den Holzstapel, den muss ich noch setzen. Ja, der muss natürlich neben den neben den Lagerfeuer hoch. So, also, ich habe gemacht, was das Spiel verlangt. Seht mal, da sprießt tatsächlich eine... Tatsächlich? Aha, also ich schmeiß Gerümpel irgendwo hin und es wachsen Blumen. Schön. Der Hausbau und das Dekorieren scheinen gewirkt zu haben. Auf dieser Anschlagtafel fassen wir zusammen, was wir für die Entwicklung des Stützpunktes brauchen. Aha. Wenn du hilfst, den Stützpunkt auszubauen, bekommst du Belohnungen. Schau also hin und wieder mal vorbei. Bei der Gildenhaus-Anschlagtafel kannst du die Stufe und Aufträge der Anschlagtafel sehen. So. Durch Erfüllen dieser Aufträge steigt die Stufe und dir stehen mehr Aktionen im Gildenhaus zur Verfügung. Entwickle also deine Insel noch weiter, Junge. Unter Aktivitäten siehst du Infos zu Tagesmissionen und es gibt auch Tagesmissionen. Das artet ja aus hier. Okay. Also. Okay, ich kriege ganz viele Stufenaufstiege. Und krieg... Oh, das ist jetzt praktisch. Das kann ich gebrauchen. So. Also, aber die sammle ich mal schön ein hier. Komm, und du auch. Und du auch. Gibt es da noch mehr? Ja, da gibt es ja wirklich noch mehr. Hi. Oh, das sind überall. Ja, dann sammeln wir mal schön. Nein. Geh weg. Dich will ich einsammeln. Was ist denn? Was sagst du denn dauernd? Hey, ich sehe dich schon. Hier, für dich. Keine falsche Bescheidenheit. Wir sind doch Freunde. Was hast du denn Feines?
Ich dachte, es wäre Köttel. So, ich muss Göttinnenmieren sammeln. Ich finde das gut, dass das nicht einzelne Blumen sind. So, pass auf, kann man das Unkraut hier nicht wegmachen. Sondern, hopp. Dass das halt so immer so 4 oder 6 sind, weil ich habe ja noch jemanden gefunden. Ein Kissen, eine Kissenfrau. Und die müssen wir ja erlösen, weißt du? Und das will ich noch machen. Aber dafür sammle ich jetzt erstmal hier alles an Göttinnenmieren auf. Oh, das grenzt hier richtig an Arbeit, weißt du? So, jetzt, mir fällt gerade ein, ich habe ja 2 Leute jetzt. Ich habe ja Kununu. Weiß nicht, wie sie heißt. So, also könnte ich ja das da wegmachen, oder? Guck. Achso, jetzt brauche ich nur noch einer. Ja, mach mal. Ach so, ich mache das gar nicht selbst. Ich dachte, wir machen das zusammen. Okay. Räumung abgeschlossen. In den Trümmern hast du was gefunden. Oh, mal 20 gefunden. So, wie viel habe ich denn jetzt von denen? Huch, was ist denn hier los? Ja, komm, geh mal halt hin. Sammle 5 Früchte. Hab ich. Ach so, ich habe erst 1 von 5. Schürfe 1 Stück Erz, sammle 3 Blumen und fälle einen Baum. Das sind so die Nebenmissionen. Und räume hier auf. Also, das geht nicht. Nun denn, ich muss ja jetzt hier ein bisschen vorwärts kommen, ne? Wir wollen heute noch irgendwie... Naja, also ich glaube, das wird nichts mehr mit retten, aber so, egal. Und hat alles geklappt, wie ich es gesagt habe? Du weißt, was zu tun ist. Leg den Ulkling und die Göttinnenmiere auf den Altar. Erforderlich 100. Ich habe 195. Komm her. Wir machen ein Späßchen. Wir tun erstmal ein kuscheliges Schnuffelkissen in seine ursprüngliche Form zurückbringen. So. Da wird die aber Augen machen, wenn es nicht hier der Gruber ist. So, das kuschelige Schnuffelkissen. Oder das schnufflige Kuschelkissen, weiß nicht. Oh. Dabei hätte ich gern noch etwas geschlafen. Nein, nein. Gut, dass du mich zurückverwandelt hast. Ah, das ist Chiron. Oh dear. Ach, das ist ein Mann. Okay. Um mich für deine Hilfe erkenntlich zu zeigen, möchte ich dir helfen. Ich hoffe nur, das wird dir nicht zu anstrengend. Chiron gehört nun zu den Inselbewohnern. Aha. Ein Zauberer. Oder ein Magier. So, jetzt muss ich aber noch 5 Blümchen sammeln, weil ich habe jetzt immer noch nicht genug Blumen. Ich hoffe, dass ich jetzt noch 5 finde. Beziehungsweise eigentlich müsste ich mir ja noch ein Häuslein bauen, ne? Ich meine ja nur. Haben wir noch irgendwo Blümchen? Da drüben sind noch, okay. Wir kriegen es doch noch hin. Ab, ab, ab. Auch mit dir. Und die Blümchen nehmen wir mit. Und die nehmen wir mit. Und die nehmen wir mit. Oh, die nehmen wir nicht mit. So. Was ist denn das da? 25. Sag mal. Gibt's hier auch was Kleineres? So gut bin ich noch nicht. So. Ich habe übrigens gelesen, dass ein Update kommen soll. Also, dass wegen der Kamera. Dass man die ein bisschen flacher stellen kann, sodass man weiter gucken kann. Ich bin mal sehr gespannt. Es könnte halt wirklich schön praktisch sein. So. Wie viel brauche ich denn hier zum Beispiel? 3. Und hier? Wäre halt cool, wenn man das vorher sehen könnte. Aber naja. Will ja nicht zu viel verlangen. So. So, erstmal ordentlich Blümchen sammeln. So. So, ja, jetzt haben wir aber definitiv genug Blümchen. Oh, was ist das? Hallo? Eben konnte ich ihn noch angucken. Da. Dieser Ort ist nun zugänglich. Vielleicht eignet er sich ja dazu, was einzupflanzen. Was will ich denn hier einpflanzen? Ja, keine Ahnung. Unkraut. So, wie war das jetzt mit dem Haus bauen? Ich will dem Zauberermann ein Häuschen bauen. So, ich gucke mal. Also. Hausrenovierung. Dein Haus und die Häuser der Inselbewohner kannst du frei nach Belieben umbauen. Neue Designs erhältst du als Belohnung von den Anschlagtafeln der verschiedenen Inseln. Okay. Beim Infrastrukturaufbau kannst du nicht nur Häuser für Inselbewohner, sondern zum Beispiel auch Brücken bauen. Erweitere so das Gebiet deines Stützpunktes. So. Ja, wir bauen einen Stützpunkt. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Also, ich hätte gern ein Wohnhaus. Bauen. So, und... Ach, jetzt kostet das Schilfhaus Geld. Okay, wir bauen mal halt das hier. Komm, die 3000. So. Nee, ist alles schon in Ordnung.
So, ich will ja ein Häuselein bauen. So. Wie war das wieder? Linker Button in den Modus da gehen. Okay. Und dann mit rechts, ja, kann ich da dann erst das Haus auswählen. Ja, so ist das schon besser. So, das ist ja ein Zauberer, ne? Ach, guck mal, so ist deutlich besser, wie wenn da das Männlein rumläuft. So. Zauberer, Zauberer, Zauberer. Zauberer, kann ich den da hinzaubern? Nee, leider nicht. Hier ist auch zu eng. Da vielleicht auch nicht. Das ist aber hier. Das ist aber mäkelig, der Zauberer. Okay, ich brauche hier halt einfach mehr Platz. Kannst du vielleicht daneben dran wohnen? Nee. Wieso? Ja, aber... da oben hängt's. Hier geht nicht. Warum geht denn hier nicht? Es ist zu verwirrend für mich, weißt du? Warum geht denn das eine nicht, aber das andere geht? Ja, ich will den aber nicht neben mir wohnen haben. Nein, Mann. Möchte ich da in die Ecke quetschen? Nee. Komm dann. Pass auf. Ja, pass auf, pass auf, pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Hoppala. Wir machen mal diese Feuerstelle da weg. Y. So. Also. So. Und jetzt nochmal das Ganze. So. Also der Baumodus ging irgendwie bei Animal Crossing deutlich besser. Da platzieren wir es hin. So. Okay, gut. Wieso dauert das jetzt halt so lange? Ja, okay. Also, das dauert nicht lange, es dauert gar nicht. So, pass auf. Wo haben wir das Haus hingeknallt? Da irgendwo, gell? Der hat jetzt einen Seeblick. Eieiei. Ja, dann viel Spaß beim Hochklettern. So. Wir gehen jetzt erstmal Gruber befreien. Ist dann auch genug hier. So. Also, jetzt hat. So, die robuste Polterkarre in seine ursprüngliche Form zurückbringen. Ja. Dann machen wir mal mit der Story ein bisschen weiter. Muss ja auch mal sein. Obwohl mir auch hier so gut gefällt. Aha. Oh, wie ich diesen Körper vermisst habe. Meine Gliedmaßen schreien förmlich danach, wieder schürfen zu gehen. Von wegen attraktiv. Atra was? Ich bin keine Attrappe, ich bin ein Mensch. Ach, mach Sachen. Nee, ach so, verstehe. Wir sind also in der Zukunft. So. Solltest du darüber nicht etwas schockiert sein? Nö, ich verlaufe mich ständig. Da bin ich sowas... Okay. An was für absurde Orte muss der sich schon verlaufen haben? Ja, egal. Ihr wollt also, dass ich einen riesigen Felsen für euch zerstöre? Nichts leichter als das. Je größer der Felsen, desto mehr wallt mein Blut. Oder so ähnlich. Los, zeig mir den Weg. Jo, mache mal. Aber nicht mehr heute. Kann ich gleich sagen. Aber noch nicht abschalten. Noch nicht abschalten. Wir sind noch nicht so weit. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Weil notgedrungen bauen wir halt noch ein Haus. Jetzt haben wir ja... Hier, Chiron. Komm, ich laber mal mit ihr. Hallo. Nein, zu komisch. Im Traum habe ich eine wirklich lustige Bewegung gemacht. Hier, ich zeig sie dir schnell, ehe ich den Traum wieder vergesse. Okay. Ja. Emote Hurra gelernt. Ach, schön. Na, das ist ja... So, jetzt pass auf. Jetzt machen wir auch dieses blöde Schild hier weg. Geht nicht. Geht wohl. So. Dann haben wir jetzt nämlich auch Platz. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Haus? Komm mal her. Muss ja mal gucken. Ja, halb voll. Also, ich werde jetzt noch ein Haus in Auftrag geben. Und zwar für Gruber. Göttinnen-Miere Tauschbörse. Maolo hat die Göttinnen-Miere Tauschbörse eröffnet. Im Tausch gegen Göttinnen-Mieren kannst du Überraschungskisten von ihm erhalten. Okay, dann machen wir das auch mal. Der Kauf und Verkauf Gegenstände, das weiß ich doch. Durch die Weiterentwicklung des Stützpunkts gibt es neue Waren. Ja. So. Ja, weiß ich doch alles. Tauschbörse für seltene Gegenstände. Ja. Außerdem werde ich einige Lieferaufträge vorbereiten, um mein Sortiment zu erweitern, wenn es soweit ist. Ja, okay. Also, kaufen. Ich dachte, ich kann hier irgendwie tauschen, irgendwie. Weiß nicht. Hat er denn... Oh, da. Ruf des Geschäfts auf 1 oder höher, okay.
Ah, hier kann ich, Ja, aber das sind ja nur Klamotten, oder? Das sind keine Rüstungen. Oh, das ist hübsch. Aber das ist alles teuer. Ja. Warte mal. Da. Ach so. Jetzt kann ich das da tauschen gegen... Ah, ich verstehe. Ja, okay. Ach so, ja, ich wollte ja was kaufen, ne? Grasebenen-Honig habe ich... Ich habe gelogen, ich wollte gar nichts kaufen. Ich wollte... Ja, komm. Ich wollte da hinten noch ein Haus bauen. Gildenhaus? Was ist ein Gildenhaus? Was kann ich denn da machen? Versetzen? Nee. Wohnhäuser, ja? Und ich will bauen. Für diese Art von Anlage haben wir keinen Platz mehr. Wir müssen erst eine davon abreißen. Nee, dann lass mal gut sein. Okay. Wie sieht's eigentlich aus, Boyle? Kann ich dem schon ein Haus zuweisen? Aussehen verändern, Bewohner verwalten, glaube ich, oder? Kunugi. Ja, ich hätte gerne noch einen Bewohner. Achso. Ich brauche eher... Ist das kompliziert hier? Okay. Komm. Ich rede jetzt nochmal mit... Ich habe schon vergessen. Chantal oder wie sie heißt. Da, Chiron. So angenehm ruhig auf und davon. Hier kann man so gut... eingeschlafen. Bitte sag, was kann ich für dich tun? Geschenk geben? Ein Geschenk? Ich wusste gar nicht, dass man Geschenke geben kann. Du kriegst einen Apfel. Hier ein Apfel. Kastellapfel, sieh an. Ich werde sogleich ein Experiment durchführen, um zu bestätigen, ob man mit vollem Bauch besser schläft als mit einem leeren. Oh, jetzt mag er mich, guck. Okay, ja, wenn das so ist. Ich muss ja gucken, wie sieht's denn aus mit dem Haus. Aua, Haus ist fertig. Also der ist nicht gut zu besuchen. So, jetzt muss ich erst okay sagen, ne? Jetzt steht das Haus. So, jetzt gehen wir mal rein. Wieso ist denn sein Haus größer wie meins? Finde ich nicht gut. Dafür hat er keine Einrichtung. Die mache ich ihm später irgendwann. So, also. Ja, ich zerbreche den Felsen. Ich gehe jetzt erstmal den da in das Haus reinmachen. Was kann ich heute für dich tun? Bewohner verwalten. Und zwar dieses Haus da. Und da hätte ich gerne einen Bewohner ausgewählt. Und zwar dich. So, ja, die soll da wohnen. Oder eher. Nee, ist schon in Ordnung. Alles klar. So. Gucke. Aber die sind ja nur Stufe 1. Was sind denn das für Lulis? So. Aber jetzt. Aber jetzt kommt die Verabschiedung. Ihr Leute, morgen geht's weiter. Und morgen, ich habe heute wirklich gedacht, dass man mit der Story weiterkommt. Ein bisschen sind wir ja weitergekommen. Aber halt nicht viel. Oder nicht so viel, wie ich das gerne hätte. Aber morgen scheint es mit der Story weiterzugehen. Dann machen wir Story weiter und dann beschäftige ich mich jetzt vielleicht auch noch ein bisschen mit dem Bauen und gucke mir das jetzt in Ruhe an, damit das morgen nicht so ein Huddel-die-Bubbel gibt. Ein Huddel-die-Bubbel, weißt du, weil ich habe ja selbst keine Ahnung, was ich hier mache. Okay, gut, dann soll es das für heute gewesen sein. Morgen gucken wir mal, ob wir den Edward retten können, gell? Gut, danke und auf Wieder. Tschüss, Doppelgruß. Wunderbar.